Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen FC Bayern Fußballtalk. Ja, zur Champions League Auslosung, wa? Ist ja jetzt schon, was haben wir heute? Mittwoch, wa? Ne, Dienstag. Ja, die Nachtschicht, die fickt deinen Kopf. Also ersten Tag her. Passt, Dienstag haben wir heute. Ja, Chelsea. Erstes Spiel in Chelsea. Ja, Champions League ist erstmal vorneweg eigentlich immer ja, tagesformabhängig, sag ich mal, ne? Gerade so ab Achtelfinale oder ab Viertelfinale. Spätestens ab Viertelfinale ist eigentlich immer so tagesformabhängig. Und ob man halt die Eier hat oder nicht die Eier hat. Letztes Jahr hatten wir nicht die Eier gegen Liverpool. Chelsea, ja, ich denke, wir werden da weiterkommen. Also ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen, muss ich sagen. Ich denke, Chelsea ist jetzt nicht mehr so in der Form oder nicht mehr so stark wie die letzten Jahre. Klar, wir haben aktuell auch ein paar Probleme, keine Frage. Wir sind auch nicht mehr so stark, wie wir noch vor 2-3 Jahren waren. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir gegen Chelsea weiterkommen werden. Wenn die Tagesform normal ist auf beiden Seiten. Ja? Wenn natürlich irgendwie Chelsea so eine Traumtagesform zweimal hat und wir irgendwie eine schlechte, ja, dann sieht es natürlich auch schlecht aus. Das ist halt, was ich sage. Champions League ist immer irgendwo tagesformabhängig. Aber ich denke, auf Papier sind wir der Favorit gegen Chelsea und ich denke auch, dass wir ja, da selbstbewusst reingehen sollten und die Geschichte auch lösen können. Ja, ist auf jeden Fall meine Prognose zu dem Spiel. Leider ist ja noch lange hin. Ich glaube Mitte Februar oder was ist das Hinspiel. Und dann irgendwie März das Rückspiel. Also geht da noch ein bisschen Wasser den Berg runter, wie man so schön sagt. Aber ich denke auch, dass wir in der Rückrunde noch ein bisschen stärker sein werden, wie wir es aktuell sind. Und von daher, ich bin zufrieden mit dem Los. Ich mache mir da echt wenig Sorgen, muss ich sagen. Warum auch immer, sonst bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Diesmal habe ich einfach ein gutes Gefühl. Und ja, wie ich schon sagte, ich gehe davon aus, dass wir da weiterkommen werden. Ich möchte mal ein bisschen zu den anderen Spielen sagen. Oh, hier sehen wir sie. Und unten den Mourinho, den Spacken. Ja, Dortmund-Paris. Ja, sehe ich Paris klar vorne. Hat nichts damit zu tun, dass ich die Dortmunder nicht so mag. In der Champions League drücke ich denen natürlich die Daumen. Ich würde mich auch freuen, wenn sie Paris rauskegeln würden, aber ich denke, Paris ist einfach ja, eine Ecke erfahrener und dass sie die besseren Spieler haben, brauchen wir nicht drüber reden. Allerdings tun die sich immer schwer in der Champions League. Ich weiß nicht, ob sie da mit dem Druck nicht klarkommen, den sie da verspüren oder was weiß ich. Wenn die Dortmunder einen guten Tag haben, können die jeden schlagen, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber generell waren die Dortmunder ja bisher immer so ein bisschen unerfahren. Wie gesagt, ich sehe da Vorteile für Paris. Eigentlich für mich auf dem Papier auf jeden Fall eine klare Sache, aber wenn die Dortmunder halt gerade zu Hause, das erste Spiel wird entscheidend sein. Wenn sie da einen guten Tag haben und die 0 halten können vielleicht und 2-0 gewinnen oder sowas, ja, dann ist was möglich. Wenn sie aber zu Hause schon 1-2 kassieren, sehe ich das schwarz. Muss ich so klar sagen. Also für mich kommt da Paris weiter. Real Madrid, Manchester City, ja. Ist so das Spiel, würde ich sagen, im Achtelfinale. Schwer. Schwer da was vorherzusagen, finde ich. Würde es dem Pep gönnen, ja, dass er in der Champions League auch mal was reißt. Solange er nicht gegen uns spielt, ist alles gut. Aber ja, also da kann ich echt keine Prognose abgeben. Das kann so oder so. Ich denke auch, dass das Hinspiel wird da auch viel entscheiden. Wenn Man City irgendwie auch 1 oder 2 Auswärtstore macht, denke ich, werden die das Ding auch schaukeln im Rückspiel. Sollte Real da das Hinspiel irgendwie auch so wie Dortmund 2-0 oder so gewinnen, haben die natürlich gute Chancen. Schwierige Sache, denke ich 50-50 auf jeden Fall. Bei Dortmund Paris würde ich sagen so 30-70, wenn wir das mal in Prozenten ausdrücken würden. Und bei uns würde ich auf jeden Fall auch so sagen, mein Bauchgefühl nur, ja, ja, so 60-40 für uns.
Also, Chelsea. Atalanta, Valencia. Alter, Außenseiter gegen Außenseiter. Ich denke, dass Valencia das machen wird. Die sind einfach ein bisschen erfahrener. Obwohl die so dasselbe Level haben, würde ich fast sagen. Ne? Auch so was die Liga angeht. Ja, dann machen sie mal 4, 5 Spiele eine Serie. Dann haben sie wieder 2, 3, wo es gar nicht läuft. Und ja, ich denke, da ist auch 50-50. Ich sehe leichte Vorteile für Valencia. Obwohl Atalanta so das erste Mal. Die sind vielleicht ein bisschen heißer. Von daher könnte das auch ein Vorteil sein. Ich würde sagen 50-50. Atletico gegen Liverpool. Ja, bin ich gespannt drauf. Klare Geschichte. Würde ich auch sagen 60-40 für Liverpool. Allerdings, Atletico spielt sehr diszipliniert. Defensiv stark, ne? Simeone. Von daher eine interessante Kiste. Wenn Liverpool da nicht effizient ist, hat Atletico da definitiv Chancen. Ne? Ich denke auch, da wird das Hinspiel schon viel ausmachen. Wenn Atletico da auch die 0 hält. Mal sehen. Ich meine, die sind jetzt nicht so super torgefährlich, gerade seitdem der Griezmann noch weg ist, aber sind halt sehr diszipliniert. Und wenn sie das irgendwie durch beide Spiele halten, mal sehen. Ist auf jeden Fall eine, ja, defensiv ausgerichtet gegen offensiv, denke ich. Wenn alles normal läuft, wird Liverpool weiterkommen. Jung gegen Juventus, ja, ist Juventus ganz klarer Favorit, ne? 70-30 würde ich sagen. Ja, da gibt es eigentlich gar nicht weiter zu sagen. Tottenham-Leipzig wird auch sehr interessant. Sehe ich auch 50-50. Wobei ich leichte Vorteile für Leipzig sehe. Aber sie sind stabil diese Saison. Ja, ist nicht so, dass sie irgendwie einen Hänger haben. Und wenn sie das in die Rückrunde reinkriegen, dass sie so stabil bleiben und auch die Form, wovon ich ausgehe unterm Nagelsmann. Klar, in Tottenham ist jetzt Mourinho, aber er hat sich ja jetzt bei seinen letzten Stationen auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ja, wie gesagt, 50-50, leichte Vorteile für Leipzig. Napoli, Barca, ja, Barca ist eigentlich immer Favorit, egal gegen wen sie spielen. Und Neapel, ja, keine Ahnung, jetzt haben sie noch den Ancelotti rausgehauen. Warum auch immer, mal einfach so, obwohl er weitergekommen ist. Ich denke, Neapel wird da, ja, es sei denn, es kommt irgendwie ein neuer Trainer, der da irgendwie richtig Feuer entfacht oder sowas. Aber ansonsten sehe ich da auch Barca klar vorne. Ja, das sind so meine Einschätzungen. Wie gesagt, interessante Spiele ist für mich Dortmund, Paris. Auf jeden Fall Real Madrid, Man City. Ja, Chelsea, Bayern ist auch eins der interessanteren und Tottenham, Leipzig. Ja, alles andere sollte eigentlich eine klare Geschichte sein, wie ich finde. Wie gesagt, Dortmund, Paris, eigentlich ist es auch eine klare Geschichte, aber wenn die Dortmunder gerade im Hinspiel einen guten Tag haben und Paris vielleicht nicht so, dann geht da was, ne? Dann geht da was. Das zählt aber in jedem Spiel. Es kann auch sein, dass wir in London auch unter die Räder kommen. Müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Mein Bauchgefühl ist ein anderes, ja, keine Frage. Aber wenn wir einen schlechten Tag haben, Chelsea hat einen super Tag, ja, dann gehst du auch schon mal 3-0 nach Hause. Dann müssen wir uns ja nichts vormachen. Das sehe ich hier halt in jedem Spiel. Barca hat auch schon derbe auf die Fresse gekriegt, auswärts. Also von daher ist das auch möglich. Bin gespannt. Sind auf jeden Fall interessante Partien und was ich ganz gut finde, dass nicht viele Mannschaften so einen Freifahrtschein haben. Sonst ist das ja öfters mal, ne? Aber diesmal hast du so Atalanta gegen Valencia. Das wäre auf jeden Fall 2 Freifahrtscheine. Die spielen schon mal gegeneinander. Das finde ich ganz gut. Lyon ist so der einzige Freifahrtschein, den ich sehe. Das ist in meinen Augen freilos. Hört sich hart an, aber ist halt einfach so. Klar, der Renato läuft da rum, oh. Aber nein, ist für mich eine klare Sache. Alles andere ist schon so ein bisschen Augenhöhe, obwohl Napoli gegen Barca ist für mich auch eine klare Sache, aber ich habe die einzelnen Spiele angesprochen. Das sind meine Meinungen dazu. Ja, muss man nicht teilen, muss man nicht so sehen.
jetzt gerade Dortmund gegen Paris werden wahrscheinlich einige Dortmunder sagen, oh ja, da ist aber mindestens 50-50 und Chelsea Bayern ist so, oh, Chelsea Vorteile, ja. Könnt ihr alles so sehen, ist ja alles gut. Das ist meine Meinung dazu und das heißt ja nicht, dass ihr meine Meinung teilen müsst. Ich wollte sie dennoch kundtun und wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt aktuell auf jeden Fall, wir werden gegen Chelsea weiterkommen. Klar kann es sein, dass es eng wird. Umso besser, umso schöner für uns Fans, wenn wir spannende Spiele sehen. Aber ja, ich bin guter Dinge und bin generell guter Dinge für diese Champions League-Saison, muss ich sagen. Ich sehe jetzt keine Mannschaft hier auf dem Papier, die mir irgendwie megamäßig Angst macht. Wo man sagt, boah, ne, da sind wir aber gnadenlos unterlegen. Alles, was ich bisher gesehen habe, macht mir jetzt nicht so eine Angst, dass ich sage, boah, da haben wir aber als Bayern gar keine Chance. Ja, und das zählt natürlich auch für Dortmund. Ja? Wenn sie jetzt Paris knacken sollten, geht da auch alles. Müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wie gesagt, ist immer viel tagesformabhängig in der Champions League. Und wird interessant zu sehen sein. Schade, dass sie jetzt irgendwie erstmal 3 Monate warten müssen. Ne? Hammer. Aber so ist es nun mal. Gut, Leute. Ich bedanke mich. Haut mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Kein Problem. Auch wenn ihr es komplett anders seht wie ich. Ist völlig legitim. Ist meine Meinung und mehr nicht. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis zum Wochenende. Haut rein. Ciao.